Hey, wer kennt das? Du bist in den Ferien, besuchst eine Stadt, kennst dich nicht aus mit den Restaurants und du bist mit ein paar Freunden unterwegs und ihr könnt euch nicht entscheiden, in welches Restaurant ihr geht. Wer kennt das? Und wer hasst das? Hände hoch. Und du hast Hunger und du möchtest essen. Und vor ein paar Jahren war ich mit Daniel Lipp und Joel Spirgi in Mallorca unterwegs. Ich habe ein Bild mitgebracht von Dani Lipp, genau. Wir waren da in Mallorca und wir hatten Strände besucht im Osten. Das ist ein Bild vom Westen, also nicht von dem Ort, von dem ich gleich erzähle. An der Cala d'Or. Und wir hatten wunderbare Strände, bebadet und so weiter. Und am Abend hatten wir richtig Hunger, suchten uns ein Dörfchen, um ein Restaurant aufzusuchen. Und wir konnten uns nicht einigen, wohin wir gehen sollen. Und das war vor der Zeit, bevor Google Maps da so stark war mit den Restaurantauflistungen und so weiter. Da war noch TripAdvisor das heiße Thema. So, und wir hatten nicht wirklich Internet. Und Spirgi und Daniel Lipp wollten immer so teuer essen gehen. Und ich war ein Student und habe gesagt, ich muss mal ein bisschen auf mein Portemonnaie, auf mein Budget schauen. Und wir hatten uns dann geeinigt, wir suchen ein Restaurant, das viele Sterne hat, aber nur $1. Also gut und günstig. Gut und günstig sind wir dann losgegangen und haben uns da in diesem Dorf verirrt und wir kamen da zu dem Ort, wo das Restaurant sein hätte sollen. Da war einfach eine Baustelle und dann sind wir da lang und nach unten. Wir hatten 3 Himmelsrichtungen abgeklappert nach einem passenden Restaurant und immer am gleichen Restaurant sind wir vorbeigelaufen und es hat nicht unbedingt so toll ausgesehen. Kennst du diese Restaurants, die Bilder von ihren Menüs ausdrucken? Red Flag, so ausgegelbte Bilder von den Menüs waren da. Und irgendwann haben wir gesagt, gut, das hat irgendwie überraschenderweise Tausende von positiven Reviews. Komm, wir setzen uns da rein. Und dann sind wir dort hin und wir hatten bestellt und Dani ging noch aufs Klo und dann kam er zurück mit schockierten Augen. Du, ich suchte das Klo, aber ich wusste nicht mehr, was ist die Küche, was ist das Klo. Und das war einfach ein Restaurant, ja, wir hatten bestellt Pizza, Burger und so weiter. Und die eine Pizza, die sah aus wie so ein Wurf von Teig und ein Pepperoni-Streifen drüber und so weiter. Und dann haben wir hatten Hunger, oder? Wir waren jung und brauchten das Geld, wir haben gegessen und wir fühlten uns schlecht. Kennst du das, wenn du zwar gesättigt bist, aber dein Körper rebelliert? Was hast du mir gerade angetan? Und dann sind wir frustriert halt aus diesem Restaurant. Wir brauchen einen Spaziergang, wir müssen unsere Beine vertreten, unser Bauch ein wenig lockern und so weiter. Und dann sind wir in die eine Himmelsrichtung, die wir nicht gegangen sind, gegangen. Und das war ein Berg hoch, so ein Hügel hoch. Deswegen sind wir nicht hoch, weil es ein Hügel war. Sind wir dort hochgegangen. Und als wir dort oben ankamen, der Horizont ging dann immer weiter und wir sahen eine Restaurantmeile. Mit 30 bis 40 verschiedenen Restaurants. Mexikanisch, Steakhäuser, Sushi, so richtig gut, preiswert. Und wir dachten, was haben wir uns hier angetan? Ich habe Dani Lipp noch nie so depressiv gesehen, wie in dem Moment. Und wir sind dann noch in ein Restaurant, um ein Dessert zu essen. Nicht, weil wir noch Hunger hatten, sondern weil jemand von uns dringend noch ein WC benutzen musste. Genau, irgendwann kann dann die Person mehr dazu erzählen. Auf jeden Fall, Jahre später waren wir wieder zu dritt dort in Mallorca. Und wir haben gedacht, wir machen das Gleiche noch einmal. Aber wir laufen jetzt an diesem Restaurant vorbei, gehen den Hügel hoch und erlösen diese Erinnerung in unseren Gedanken. Und wir haben gut gegessen, nachher ein paar Jahre später. So. Hey, ich freue mich heute, den zweiten Teil zum Buch Ruth zu machen. Ralf hat letzten Sonntag gestartet und er hat über eine Familie gesprochen, die in Bethlehem, Israel war. Es kam eine Hungersnot und sie wollten dieses Land verlassen, nach Moab ins Nachbarsland. Und er erzählte von Elimelech, dem Vater, Naomi, der Mutter, die 2 Söhne sind dann ausgewandert und Ralf hat etwas Wichtiges gesagt und wenn du seine Predigt verpasst hast, dann hör die sie nochmal an oder schau die sie nach. Er hat gesagt,
wo mehr Geld ist nicht unbedingt mehr Gott. Und trotzdem sind sie ausgewandert und ich kann Elimelech verstehen, oder? Das Essen wird knapp, du musst für deine Familie schauen, du musst deine Familie versorgen und er wandert aus. Und gleichzeitig geht er geistliche Kompromisse ein. Und sie wandern aus nach Moab in ein Land, das Gott eigentlich gesagt hat, ihr sollt euch fernhalten davon. Er hat Israel abgesondert von diesen Ländern, weil dort fremde Gottheiten angebetet wurden und sie sind trotzdem gegangen. Und dann geschieht ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Elimelech, der Vater der Familie, stirbt plötzlich. Wir wissen nicht warum, die Bibel sagt nicht, warum er starb. Und Naomi ist plötzlich Witwe mit ihren 2 Söhnen alleine in einem fremden Land. Und das muss schrecklich gewesen sein für sie. Stell dir vor, du bist in einem fremden Land, dein Ehemann stirbt, du bist alleine, du hast eine Hoffnung auf Moab gesetzt, dass du dort zu essen findest. Du warst in Bethlehem, das ja übersetzt heißt Brothaus, aber beim Brothaus war kein Brot. Ja, dann gehst du woanders hin. Aber dann bist du dort alleine mit fremden Gottheiten, mit fremden Bräuchen und ich kann mir vorstellen, dass Naomi sich Vorwürfe gemacht hat. Wir hätten nicht nach Moab auswandern sollen. Gott hat uns das ja verboten. Wir hätten in Israel ausharren müssen. Gott hätte uns dort schon versorgt. Vielleicht ist das eine Strafe Gottes für unseren Ungehorsam. So, ich könnte mir vorstellen, dass Naomi sich diese Gedanken gemacht hat und dann kommt es für sie noch schlimmer. Ihre beiden Söhne heiraten moabitische Frauen, was Gott durch Mose im Gesetz auch verboten hat. Aber was willst du machen? Du bist verzweifelt, deine Söhne heiraten moabitische Frauen und eine dieser Frauen heißt eben Ruth und über sie handelt dieses ganze Buch in der Bibel und dann schlägt das Schicksal nochmal zu. Ihre 2 Söhne sterben. Wir wissen nicht warum, die Bibel sagt uns nicht warum, aber plötzlich ist sie allein mit ihren 2 moabitischen Schwiegertöchtern in einem fremden Land. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Und so mindestens nach 10 Jahren später hört sie, dass in Israel bei Bethlehem wieder Brot vorhanden ist und sie sagt, komm, wir gehen zurück. Und die eine Schwiegertochter kommt mit, das ist Ruth, die andere nicht und so weiter. Und sie erleben dort, wie Gott sie versorgt und so weiter. Jetzt, eigentlich geht es in dieser Predigtreihe um Ruth, so wie sie ihr Land verlassen hat, ihre Götter verlassen hat, sich hingewendet hat zum Gott Israels, Versorgung erlebt und so weiter. Wir reden in den nächsten Wochen über Ruth und so weiter und das ist spannend und wie Gott führt und versorgt. Kein einziges Wunder geschieht in diesem Buch der Bibel, kein einzig übernatürliches Wunder und Gott trotzdem versorgt durch seine Führung und so weiter und das ist spannend. Aber heute möchte ich mal den Fokus auf Naomi richten, ihre Mutter. Denn diese Frau, wenn du ihr Leben betrachtest, erlebt ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Zuerst eine Hungersnot, dann stirbt ihr Mann, dann sterben ihre 2 Söhne. Und der Titel meiner Predigt lautet heute, was, wenn Gottes Versorgung ausbleibt? Was, wenn Gott nicht versorgt? Was, wenn Gott nicht heilt? Was, wenn seine Hilfe ausbleibt? Die Vorstellung für mich persönlich, ich kann mir fast nichts Schlimmeres vorstellen, als dass meine Ehefrau sterben würde jetzt. Die Vorstellung, dass ich für meine Familie nicht sorgen kann, dass meine Kinder Hunger haben, schlimm. Und dann noch die Vorstellung, dass meine Kinder sterben. Ich könnte mir nichts Schlimmeres ausmalen. Und schau, es fällt uns leicht, vor allem in der Kirche, die Storys zu erzählen, wo Gott versorgt, oder? Die Storys hoch zu feiern, wo Gottes Treue sichtbar wurde, seine Wunder funktioniert haben und wir staunen und wir klatschen und so weiter.
Und das machen wir auch im Buch Ruth. Und das Buch Ruth bietet sich ja an, Gottes Treue hervorzuheben. Und schau, auch wenn es für Naomi am Schluss der Geschichte gut ausgeht, und wer liebt es zu wissen, wie die Geschichte ausgeht, bevor er die ganze Geschichte gehört hat? Wer schaut sich Filme am Schluss? Nee, Bücher zuerst auf der letzten Seite. Ich gebe dir jetzt einen Spoiler, wie es ausgeht. Am Schluss kommt es gut. Naomi erlebt Gottes Führung, Naomi erlebt Gottes Gnade. Naomi geht mit Ruth nach Bethlehem. Ruth kann Boas heiraten, einen Israeliten. Der wird ihr Löser, der versorgt sie. Sie können essen. Ruth wird schwanger und der Naomi wird ein Kind wie geboren und sie wird die Pflegemutter. Und durch dieses Kind kommt dann der König David auf die Welt. Der war der Großvater von König David. Und durch diesen David kommt dann Jesus Christus und so weiter. Und sie ist gepriesen und happy, clappy und alles ist gut. Aber ich frage mich manchmal, Moment, was ist mit diesen 10 Jahren von Naomi? Was ist mit diesen 10 Jahren Tragödie? Und ich bin überzeugt, in der Kirche muss es Platz haben für diese Zwischenzeit. Weil wir machen Dinge durch, die wir nicht verstehen. Die wir nicht zusammenkriegen mit Gott. Naomi hat alles verloren, jegliche Hoffnung. Und bevor sie Gottes Versorgung erlebt sie Verlust. Bevor sie Trost findet, erlebt sie Verzweiflung. Bevor sie die Treue Gottes erlebt, wird ihr alles genommen. Und es wird noch schlimmer, Naomi wird bitter. Es heißt im Buch Ruth, dass sie verbittert gegenüber dem Leben und gegenüber Gott. Ich möchte es euch vorlesen, als sie nach Bethlehem kommen. Da heißt es, und als sie in Bethlehem angekommen waren, geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung und die Frauen sagten, ist das Naomi? Sie aber sagte zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara, denn Shaddai hat mich sehr bitter gemacht. Reich bin ich gegangen und mit leeren Händen hat der Herr mich zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi? Da doch der Herr gegen mich gesprochen, Shaddai mir Schlimmes angetan hat. Naomi kommt zu Hause an, die Leute freuen sich, oh, Naomi ist zurück. Sie sagt, nennt mich nicht Naomi. Naomi bedeutet die Liebliche. Mara bedeutet die Bittere. Naomi sagt, nennt mich nicht mehr die Liebliche, nennt mich die Bittere, weil Gott höchstpersönlich hat mich bitter gemacht. Gott meinte es böse mit mir. Es ist schon schlimm genug, dass eine Person solche Schicksalsschläge hinnehmen muss, aber vielleicht noch schlimmer ist, dass sie meint, dass Gott dahinter steht und es mit ihr übel meint. Und ihre Schicksalsschläge und ihre Bitterkeit gegenüber Gott wird zu ihrer Identität. Sie ändert ihren Namen. Und ich frage mich, wie viele Leute heute hier sind oder online dabei sind. Und du hast Ähnliches erlebt wie Naomi. Ich weiß von Leuten hier in unserer Kirche, die ihren Ehemann verloren haben. Oder ihre Frau. Oder ein Kind. Wir müssen nicht weit schauen. Das findet in unseren Reihen statt. Vielleicht hast du ähnliche Dinge hinter dir und wenn ich an dich denke, dann schmerzt mein Herz. Genau, danke. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen als das. Vielleicht ist es ein Kinderwunsch, der sich nie erfüllt. Ich weiß von Leuten in unserer Kirche, die schon seit Jahren gesundheitliche Probleme haben. Seit Jahren.
und nichts wird besser, es wird nur schlimmer. Und wir beten mit und wir leiden mit und wir hoffen mit und es wird nicht besser. Vielleicht seid ihr als Familie oder du persönlich ebenfalls in einer finanziellen Not und du weißt nicht weiter, du hast keine Hoffnung. Ich weiß von Menschen in unserer Kirche, die leiden, nicht weil sie selbst dafür verantwortlich sind, sondern weil andere in ihrem Leben schlechte Entscheidungen getroffen haben. Das ist spannend. Nomi geht mit Elimelech mit, aber es ist Elimelech, der dafür verantwortlich ist. Er entscheidet. Damals hatte die Frau nicht viel zu sagen, es war Elimelech, der Patriarch, der sagte, wir wandern aus, Nomi macht mit. Die Entscheidung Elimelechs führt sie in diese Situation. Und ich frage mich, ob du an Dingen leidest, die du selbst nicht verantwortet hast, sondern andere in deinem Leben. Der Vater, der deine Familie verlassen hat, der Vater, der nicht da war, deine Mutter, die alkoholsüchtig war, dich missbraucht hat, wie auch immer. Und du fragst dich vielleicht, Gott, was soll das? Wo warst du? Warum hast du das zugelassen? Und vielleicht bist du auch wie Nomi heute bitter geworden, bitter gegenüber deinem Leben. Du sagst, das Leben war nicht fair zu mir, Gott war nicht fair zu mir und du hast jegliche Hoffnung verloren. Und so oft springen wir in der Kirche, in den Predigten, in den Songs zu den Wundern. Wir springen zu den Wundern oder wir springen zu der Versorgung und wir feiern das, was geschieht und so weiter. Aber Nomi, bevor sie Trost erlebte, durchlebte 10 Jahre Trauer. Und wenn dich das heute betrifft, wenn du eine solche Nomi bist in irgendeiner Form, dann hoffe ich und ich bete und ich habe gebetet für diese Predigt, dass das, was wir gleich anschauen in diesem Buch, dass dir das Trost spendet. Dass du durch das irgendwie Hilfe bekommst und Hoffnung bekommst und das ist mein Gebet für dich heute Morgen. Und wenn du nicht betroffen bist, wenn du keine Nomi bist in diesem Sinne, dann ist diese Predigt auch für dich, weil sie sagt uns auch, was wir als Kirche zu tun haben mit Menschen, die durch Not und Leid gehen, okay? Und ich habe 3 Punkte für dich, wenn du so eine Nomi bist. Punkt Nummer 1, bringe deine Bitterkeit Gott zum Ausdruck. Bringe deine Bitterkeit Gott zum Ausdruck. Er hat keine Mühe mit deiner Bitterkeit. Er hat keine Mühe. Nomi sagt es allen ins Gesicht. Gott, Shaddai, wird übersetzt manchmal mit der Allmächtige, hat mich bitter gemacht. Und Gott hat keine Mühe damit. Und sein Segen wird dadurch nicht aufgehalten. Im Gegenteil, Gott segnet sie trotzdem. Und bevor wir die Theologie von Nomi jetzt kritisieren und sagen, ja, du kannst ja nicht alles, was geschieht, Gott zuschreiben und ich mache das gleich im 2. Punkt, müssen wir einfach mal festhalten, dass diese Frau einfach ehrlich war zu Gott mit dem, was in ihr vorgegangen ist. Und das, liebe Leute, ist gesund. Und Gott lässt das zu, Gott lädt dich ein, deine Klage an ihn zu bringen, weil er möchte, dass deine Seele, die vielleicht verbittert ist, wieder gesund wird. 1. Petrus 5, Vers 7. Werft alle Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Bei allem Respekt gegenüber Gott dürfen wir Gott auch anklagen. Und wir sollen das sogar. Gott lädt uns ein, nicht nur unsere Sorgen, sondern unsere Nöte, unsere Enttäuschungen, unsere Bitterkeit gegenüber dem Leben und Gott bei ihm zu deponieren. Lies dir mal die Klagelieder durch. Es gibt ein Buch in der Bibel, das heißt die Klagelieder, wahrscheinlich von Prophet Jeremia geschrieben. Ich möchte das vorlesen, wie der mit Gott redet. Klagelieder 3, 6 bis 8. In tiefster Finsternis hat er, und er redet von Gott, mich wohnen lassen, wie jene, die schon lange tot sind.
Er hat mich eingemauert und ich komme nicht heraus. Mit bronzenen Ketten hat er mich beschwert. Auch wenn ich schreie und um Hilfe rufe, er hat sich meinem Gebet verschlossen. Hier ist jemand, der Gott anklagt. Und das steht in der Bibel. Warum geht es mir so schlecht, Gott? Warum hilfst du mir nicht? Warum hörst du nicht auf meine Gebete? Warum bist du fern? Und es wird hier bildlich beschrieben, wie es der Seele dieser Person geht. In Vers 15 steht dann, mit bitteren Kräutern hat er mich gesättigt. Mit Wermut hat er meinen Durst gestillt. Und auf Kies ließ er meine Zähne sich zerreiben, in den Staub trat er mich nieder und aus dem Frieden hast du mich verstoßen. Was Glück ist, habe ich vergessen. Die Klagelieder zeigen uns, wie man mit Gott reden kann und darf. Und ich glaube, das ist heilsam für deine und meine Seele, wenn wir Bitterkeit gegenüber dem Leben und auch vielleicht gegenüber Gott haben wachsen lassen. Und ich möchte dich ermutigen heute, wenn du gezeichnet bist vom Leben und wütend bist und gerade wenn du Gott gegenüber enttäuscht bist, lass es ihn wissen, er hat kein Problem damit, er lädt dich ein, das zu tun, weil er möchte, dass du wieder gesund wirst innerlich. Das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist, vertraue auf Gottes Güte zu dir. Vertraue auf Gottes Güte zu dir. Ich denke, wir sollen Gott anklagen dürfen. Wir dürfen das machen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es nicht Gott ist, der es böse mit uns meint, sondern Gott meint es gut mit uns. Und es ist nicht einfach, das zu begreifen, aber schau dir das Leben von Josef an. Josef, auch eine Geschichte in der Bibel. Josef wird von seinen Brüdern verkauft in die Sklaverei. Hätte genug Grund gehabt zu sagen, Shaddai hat mich bitter gemacht. Wird zu Unrecht angeklagt von der Frau des Pharao. Wird ins Gefängnis geworfen. Wie lange? Er hätte genug Grund gehabt zu sagen, es war Gott, der es böse meint mit mir. Aber am Schluss seines Lebens, als er sich mit seinen Brüdern wieder versöhnt, sagt er in 1. Mose 50, Vers 20, ihr hattet es böse mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Und schau, das erklärt nicht alles. Warum musste Nomi 10 Jahre warten, bis Gott das gewendet hat? Ich habe keine Ahnung. Warum hat Gott das so zugelassen? Ich weiß es nicht. Und du darfst Gott auch mit dieser Frage konfrontieren. Wozu Gott? Warum? Aber hör mir zu, nur weil du Gottes Versorgung und sein Eingreifen, seine Gnade, seine Heilung noch nicht erlebt hast, heißt das nicht, dass Gott es nicht gut mit dir meint. Gott meint es gut mit dir. Wenn man das Buch von Ruth liest, dann fällt auf, Gott macht kein einziges Wunder, aber er führt und fügt die Umstände so, dass er die Versorgung für Nomi und Ruth wie vorbereitet. Und obwohl die wussten noch nichts davon, bevor sie überhaupt sich entschieden hatten, nach Bethlehem zurückzukommen, hat Gott schon die Fäden in der Hand gehabt und hat Boas vorbereitet und hat vorbereitet, wie er ihr eine neue Familie schenkt und so weiter. Und Gott war schon am Werk, ohne dass sie es wussten. Noch bevor Nomi irgendwelche Hoffnungen gehabt hat, hatte Gott Gutes vor. Ich möchte dir heute sagen, gib nicht auf. Halte an Gottes Treue, an seiner Hoffnung fest. Vielleicht liegt Gottes Versorgung hinter deiner nächsten Abbiegung für dich bereit. Bleibe nicht an deinem Ort stehen. Vielleicht kommt es bald gut. Als Nomi dachte, meine Sünde, meine Scham ist zu groß für Gott. Ich hab's verbockt, ich hab's mir selbst eingebrockt.
Das ist jetzt das, was wir zu tragen haben, weil wir falsch abgebogen sind im Leben. Als sie noch so dachte, war Gott schon dabei und hat gesagt, ich werde dich überraschen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, bleibe dran bei Gott. Er meint es gut mit dir. Nur weil du vom Leben gekennzeichnet wurdest, heißt es nicht, dass Gott es schlecht mit dir meint. Und ich glaube, es kommt gut. Und wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten. Ich habe dir gesagt, wie durch die Linie von Ruth David kam und durch die Linie von David dann Jesus Christus auf die Welt kam. Und durch diesen Jesus Christus haben wir eine Hoffnung, die dieses Leben übersteigt. Am Kreuz hat er Tod auf sich genommen, jegliche Scham, jegliche Krankheit. Alles hat Jesus am Kreuz besiegt. Und eines Tages wird er zurückkommen und du wirst keine Träne mehr haben, weil er sie dir persönlich abwischen wird. Du wirst keine Krankheit mehr haben. Du wirst einen neuen Körper empfangen. Die Bibel sagt, der an Jesus glaubt, wird ewiges Leben haben. Du wirst einen neuen Körper haben, in neuer Hoffnung, in neuer Freude. Es kommt gut, auch wenn es in dieser Welt nicht gut kommt. Und ich möchte dich kurz auf einen Twist hinweisen in den Klageliedern. Ich habe dir ein paar Verse vorgelesen. Es geschieht etwas Überraschendes in Klagelieder 3, 21 bis 23. Sagt er Folgendes: Dies werde ich zurückbringen in mein Herz. Darum werde ich hoffen. Er klagt und klagt und klagt und klagt und dann sagt er, aber das werde ich in mein Herz zurückbringen. Es sind die Gnadenerweise des Herrn, dass es nicht ganz und gar zu Ende ist mit uns. Denn sein Erbarmen hat sich nicht erschöpft. An jedem Morgen ist es neu. Deine Treue ist groß. Er sagt, ich bringe diese Wahrheit wieder zurück in mein Herz. Gott ist gut, ich lebe noch. Mein Herz schlägt noch, das heißt, Gott ist noch nicht vorbei mit mir. Wenn Gott gegen dich wäre, würdest du nicht mehr atmen können. Und er sagt, der Grund, warum ich heute noch hier bin und es bis hierhin geschafft habe, ist ein Beweis dafür, dass Gott noch für mich ist. Gott ist für mich. Manchmal musst du diese Dinge proklamieren und wieder in dein Herz selbst zurückholen. So wie diese Jeremia in den Klagepsalmen. Manchmal musst du in der Kirche mitsingen, auch wenn du es nicht glaubst, was du singst. Manchmal musst du, wenn du nicht mal die Kraft hast, mitzusingen, dann komm trotzdem und hör, wie andere singen und glauben für dich. Manchmal musst du proklamieren, Gott ist gut, auch wenn ich es nicht spüre. Gott kommt zum Ziel, auch wenn ich es nicht sehe. Und er ist am Werk, auch im Verborgenen, und ich vertraue ihm trotzdem. Und das kannst du tun, auch wenn du es nicht glaubst, indem du es proklamierst und du holst es so in dein Herz zurück. Und ich hoffe, dass das dir heute ins Herz rutscht, heute Morgen. Oder dir online. Dass du verstehst, Gott ist nicht fertig mit dir. Gott meint es gut. Halte fest an seine Gnade. Mein dritter und letzter Punkt ist, isolier dich nicht. Isolier dich nicht. Wenn du eine Naomi bist, du gehst durch Schwierigkeiten, isoliere dich nicht. Es fällt auf in der Geschichte von Ruth, dass sie gehen nach Bethlehem zurück und dann schickt Naomi Ruth, ihre Schwiegertochter, aufs Feld zu Boas und sagt, komm, geh mal Ähren sammeln da, vielleicht kannst du was für uns sammeln, dass wir nicht verhungern. Aber Naomi bleibt zu Hause. Naomi, das ist eine klassische Beschreibung von jemandem, der gezeichnet ist vom Leben, verbittert ist gegenüber Gott, keine Hoffnung mehr hat, sich isoliert hat, eigentlich in eine Depression gefallen ist. Und schau, so oft erlebe ich das leider so. Und auch in unserer Kirche, dass wenn Menschen durch schwere Zeiten gehen, dass sie sich dann isolieren. Und ich verstehe das. Ich kann das verstehen, dass man dann nicht in die Gemeinschaft will, dass man dann nicht in Happy Clappy, ja, weil es geht dir schlecht. Ich kann das verstehen. Aber schau, was Boas zu Ruth sagt. Und ich glaube, das ist heute für dich persönlich, was er zu Ruth sagt. Ruth 2, 8 bis 9.
Da sagte Boas zu Ruth: Du hörst, meine Tochter, nicht wahr? Geh nicht auf ein anderes Feld, um Ähren zu lesen. Und geh auch nicht weg von hier, sondern bleib bei meinen jungen Frauen und verhalte dich so. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und gehe hinter den Frauen her. Boas ist der Mann, der diese Familie rettet. Er versorgt sie, er wird ihr Löser. Und Boas in dieser Geschichte ist ein Bild für Jesus Christus, der noch kommt. Nach dieser Geschichte. Ein Löser, der versorgt, der schützt, der schaut. Und ich glaube, dieser Jesus sagt dir heute durch diesen Boas: Bleibe bei meinen Leuten. Bleibe bei meinen Leuten. Geh nicht auf ein anderes Feld. Bleibe bei meinen Leuten. Weil dort ist Schutz, dort ist Trost und dort kommt Versorgung. Bleibe bei meinen Leuten. Isoliere dich nicht. Ich hoffe, diese 3 Punkte helfen dir. Und jetzt zu uns allen anderen. Vielleicht bist du heute hier und dir geht's gut. Preist Gott. Amen. Vielleicht bist du nicht verbittert. Vielleicht lebst du in voller Freude und Fülle und Gottes Versorgung ist spürbar und du bist voller Hoffnung und so weiter. Aber schau, wenn Jesus durch Boas sagt: Bleib bei meinen Leuten, hier gibt es Trost, Schutz und Versorgung, dann ist das an uns, denen es gut geht, ein Auftrag. Das heißt, wir, denen es gut geht, sollten schauen, dass hier ein Ort ist, wo Schutz, Trost und Versorgung zu finden sind. Also ich finde es spannend, im ganzen Buch Ruth gibt es kein Wunder. Gott macht kein einziges Wunder, kein übernatürliches Wunder, kein einziges. Aber Gott ist am Werk und versorgt durch was? Durch einen Boas, der sagt: Okay, ich helfe dir praktisch, ich biete dir Schutz, ich bin großzügig mit dir. Manchmal erwarten wir Gottes Wunder und Gott schenkt uns eine Gemeinschaft, um uns gegenseitig zu tragen, gegenseitig zu helfen. Schau, Gott versorgt durch ganz alltägliche Dinge. Und vielleicht bist du das Wunder hinter der nächsten Abbiegung für eine Ruth, die verzweifelt ist. Vielleicht betet jemand: Gott, versorg mich, tröste mich. Vielleicht bist du der Versorger. Vielleicht bist du die Person, die tröstet. In Gottes Namen. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten vor 7 Jahren das ICF Basel-Land umgebaut. Und die Kirche war noch ganz jung und klein. Und wir mussten das umbauen und wir hatten zu wenig Leute. Und ich war ein Theologiestudent und gleichzeitig Bauleiter dieses Projekts, kann sich vorstellen. Katastrophe. Katastrophe. Ich kam an meine Grenzen. Und ich habe gesagt: Gott, ich kann nicht mehr. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Versorgung. Ich brauche deine Wunder. Schlaflose Nächte. Und plötzlich läuft ein Mann in unsere Kirche, der heißt Peter Lederer. Und ich sage den Namen bewusst, vielleicht hörst du mir zu heute. Ich kannte den nicht. Der kam rein, der war Bauarbeiter, Schreiner und hat uns einfach unterstützt. Und als das Projekt zu Ende war, ging er wieder. Und ich habe ihn nie mehr gesehen. Also Peter, wenn du das bist, herzlichen Dank. Du warst Gottes Wunder für mich. Verstehst du? Vielleicht bist du so ein Peter. Vielleicht bist du so ein Boas. Und lasst uns gnädig sein mit Menschen, die durch schwierige Zeiten gehen. Das ist eine Krankheit in der Kirche, dass wenn wir denken, Leute gehen durch schwierige Zeiten, die haben das verdient. Ja, das ist halt so. Ja, manchmal ist das Leben einfach nicht fair. Und vielleicht ist die Person nicht selbst dafür verantwortlich. Lasst uns barmherzig sein, großzügig sein. Lasst uns sie aufnehmen, ihnen Trost spenden. Und vielleicht bist du heute hier und
dir geht es wie Nomi. Dann möchte ich jetzt für dich beten. Und ich möchte für dich beten, wenn es dir geht wie Boas. Du hast Ressourcen, dir geht es gut. Dann gilt das für uns alle. Und wenn du in der Nomi bist, dann gib diese Dinge Gott hin. Gib deine Bitterkeit Gott. Mute sie ihm zu. Vergiss nicht seine Treue und isoliere dich nicht. Vater, ich danke dir für diesen Moment. Du siehst alle Schicksale hier im Raum, online. Du siehst, was uns widerfahren ist. Und vielleicht verstehen wir es, warum, vielleicht auch nicht. Und ich bitte dich jetzt, dass du, Vater des Trostes, dass du Trost gibst. Dass du Trost spendest. Dass du Hoffnung schenkst. Dass du wieder Frische gibst, dort wo Verbitterung ist. Vater, ich bitte dich jetzt, dass du diesen Moment nutzt und deinen Menschen dienst. Und ich bitte dich auch für alle unter uns, die so sind wie Boas, denen es gut geht, die Ressourcen haben, dass du uns die Augen öffnest für das, was du uns vorbereitet hast, dass wir deine Wunder sein dürfen. Vater, ich bitte dich, dass du jedem von uns zeigst, was in unseren Händen ist. Dass wir merken, wir können Gottes Antwort sein für Menschen in Not. Ich bitte dich, dass du diese Zeit jetzt nutzt vom Worship, dass du zu uns sprichst und uns leitest. Amen.